dabei heute in der 7. Rauhnacht und wir sind kurz vor Silvester, eine ganz besondere Zeit, die uns momentan begleitet. Ich freue mich sehr, bist du dabei in unserer Rauhnacht und möchtest du ein bisschen mehr teilnehmen oder mitmachen oder dich einfach informieren über die Rauhnächte. In meinen vorigen Videos, also ich habe zu jeder Rauhnacht, die am 24. Dezember angefangen hat, habe ich in jedem Video eine kurze Beschreibung, wie das Räuchern mit Kräutern so genau funktioniert. Und ich erkläre auch noch mal kurz ein bisschen, um was die Rauhnächte so gehen. Die sind also wirklich aus einem heidnischen Brauch, also schon lange, lange vor unserer Zeit wurden sie zelebriert. Und zwar geht es wirklich auch darum, dass die Tore nun zu der Unendlichkeit, also zum Überirdischen geöffnet sind, laut den Bräuchen, wir uns nochmal ganz bewusst von den Dämonen des vergangenen Jahres verabschieden und trennen. Ich persönlich teile mein Rauchritual mit dir, mit der Selbstreflexion, zelebriere ich das schon seit Jahren, natürlich auch mit dem wunderbaren Räuchern der Kräuter. Aber bei mir geht es darum, mich nochmal zurückzubesinnen, was war in welchem Monat, was für Ereignisse, was für Erlebnisse, vielleicht was für Begegnungen, was für Einschnitte in meinem Leben wurden gemacht oder sind gemacht worden und was davon kann ich mitnehmen und was davon möchte ich und muss ich liegen lassen, weil es mir nicht gut tut oder mich nicht weiterbringt. Zudem auch ein bisschen zu reflektieren, wo soll es hingehen im neuen Jahr, also wirklich nach dem Motto Hände frei machen, um frei für die Zukunft zu sein, dich lösen von Vergangenem, loslassen, ist ein großes Thema. Die Nächte eignen sich aber auch wunderbar dafür, irgendwelche Rituale, also nicht irgendwelche Rituale, aber Rituale zu vollziehen, wie zum Beispiel Weissagungen mit den Tarotkarten, mit dem Pendel, mit Kaffeesatz lesen, mit irgendwelchen Ritualen, die dich ein bisschen näher zu dir nach innen bringen, aber auch deinen Geist ein bisschen spitzen und du da etwas hellhöriger wirst und etwas tiefer hineinblicken kannst. Genau, bei mir ist jetzt die Kohle für den heutigen Abend schon soweit. Ich fange mal an, hier mal was draufzulegen, damit wir dann auch schön beduftet werden die ganze Zeit. Das Video ist so, dass ich dir jetzt schon mal die Fragen stelle, über die wir später noch meditieren. Du kannst sie dir gerne abschreiben, damit du dann selber weitermachen kannst. Ich sage sie, ich wiederhole sie aber dann später in der Meditation nochmal. Also auch da kannst du sie dann nochmal in dich reinhören und dir die Fragen selber beantworten. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit einem Rauhnacht-Tagebuch, wo ich schon seit Jahren meine Rauhnächte, meine Gedanken dazu, meine Reflexion einschreibe. Ich finde es wunderbar, wenn du das mehrere Jahre machst und immer wieder die gleichen Fragen stellst, auf lange Sicht beobachten zu können, wohin habe ich mich weiterentwickelt und wohin geht es denn genau weiter oder wo sind noch meine Schwächen, wo hapert es ein bisschen. Also wirklich eine wunderbare Sache, näher zu sich selber zu kommen und ein bisschen gezielter durch sein Leben zu gehen. Später im Video wirst du dann noch eine konkrete Anleitung zum Thema Räuchern bekommen. Da kannst du einfach vorspulen, wenn du schon genau weißt, wie das geht. Und zum Ende des Videos lade ich dich noch ein, eine ungefähr 30-minütige Meditation, wo ich dir eben diese Fragen nochmal stelle. Zur Musik, genau, mach's dir richtig bequem, also mach's dir gemütlich, nimm Kerzenlicht zu deiner Gesellschaft, mach dir entspannende Musik. Ich habe absichtlich unter dieses Video keine Musik gelegt, dass falls du mal stoppen musst, dir es zu schnell geht oder zu langsam, dass du da nicht von dem Ambiente oder aus dem Ambiente herausgerissen wirst. Mach dir bequem mit einer Yogamatte oder deinem Meditationssitz. Wenn du nicht in der Meditation sitzen möchtest, dann setz dich auf einen Stuhl und mach den Räucherwerk auf einem Tisch. Ich gieße nochmal Neues auf, bevor ich hier dann weiterfahre. Wunderbar. Oh, das duftet. So schön. Okay. Das Thema von heute Nacht ist das Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Wir hängen ja gerne auch in der Vergangenheit oder sind mit dem Kopf schon viel zu weit voraus, sind eigentlich gar nicht im Hier und Jetzt. Und da wirklich auch ein Gleichgewicht zu schaffen, nicht immer in der Zukunft von Ergebnissen ausgehen, welche auf eine Erfahrung der Vergangenheit beruhen, sondern auch da immer wieder frisch und neu vor gewisse Fragen oder in gewisse Antworten zu kommen. Wir hindern uns ja selber immer wieder gerne. Nee, das ist mir da schon passiert, das mache ich, gehe jetzt nicht nochmal schwimmen. Das letzte Mal, da hat mich irgendjemand reingeschupft und ich bin dann fast ertrunken oder irgendwelche solche Geschichten, dass wir uns da nicht hindern lassen von negativen Erfahrungen, die in der Vergangenheit leben, aber auch nicht in der Zukunft immer davon sprechen, früher war alles besser, ja weißt du noch, als vor 10 Jahren, als wir noch dort gewohnt haben, da war das alles besser, sondern dass wir hier ein sauberes Gleichgewicht finden, vor allem im Hier und Jetzt auch ankommen zu können und immer achtsam in dem Hier und Jetzt, in diesem Moment zu leben und nicht schon immer weit voraus oder weit zurück. Dazu kannst du nun aufschreiben oder einfach für später, wiederhole ich das nochmal, dich selber fragen, was lief im vergangenen Jahr richtig? Was lief im vergangenen Jahr richtig? Worauf kann ich mich im kommenden Jahr wieder verlassen? Worauf kann ich mich im kommenden Jahr wieder verlassen? Was soll auf alle Fälle so bleiben, wie es gerade ist? Was soll auf alle Fälle so bleiben, wie es gerade ist? Was möchte ich im neuen Jahr genauso machen wie im letzten? Was möchte ich im neuen Jahr genauso machen wie im letzten? Und die letzte Frage, auf welchen Erfolg beim Umsetzen meiner guten Vorsätze möchte ich im Juli zurückblicken? Auf welchen Erfolg beim Umsetzen meiner guten Vorsätze möchte ich im Juli, im neuen Jahr, zurückblicken? Dazu weitere 4 Fragen, die ich jede Nacht stelle. Und jede Nacht zu dem Monat, der war. Das heißt, wir sind heute in der 7. Nacht. Heute blicken wir auf den Juli zurück. Auch dafür nimm deinen Kalender vielleicht noch zur Hilfe, dich da genau zu erinnern, ob du irgendwelche wichtigen Termine, Ereignisse oder Treffen hattest, um da schön rückblicken zu können, was da alles war im Juli. Und genau das ist die erste Frage. Was ist im Juli passiert? Was war gut? Welche Erfahrungen und Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten
und mitnehmen. Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich in diesem Monat erfahren? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich in diesem Monat erfahren? Was soll im Juli des neuen Jahres anders sein als im Juli des vergangenen? Was soll im neuen Jahr im Juli anders sein als im vergangenen? Ja, machst du schon mal bequem für deine Meditation? Hast du deine Fragen? Schau noch kurz den Film übers Räuchern und Räuchern mit mir zusammen, wenn du magst, und sonst spul einfach vor. Und dann treffen wir uns wieder in der Meditation. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, danke ich dir ganz herzlich fürs Teilen, fürs Abonnieren meines Kanals. Du kannst auch weiter gucken auf meiner Webseite thegoldendrop.me. Ich bin Juli, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Bis gleich. Anleitung Rauhnacht-Ritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat, wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen. Da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale. In diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat, da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, sodass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine
verbrauchte, verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß. Die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet. Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist. Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Rauhnacht-Meditation. In der 7. Rauhnacht das Thema Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Reflektiere ganz ehrlich, fühle ganz ehrlich und offen in dich selbst hinein und beantworte dir nun folgende Fragen. Was lief im vergangenen Jahr richtig gut? Worauf kann ich mich im kommenden Jahr wieder verlassen?
Was soll auf alle Fälle so bleiben, wie es gerade ist? Was möchte ich im neuen Jahr genauso machen wie im letzten? Auf welchen Erfolg beim Umsetzen meiner guten Vorsätze möchte ich im Juli des neuen Jahres zurückblicken können? Nun reflektiere, was im Juli des vergangenen Jahres alles so passiert ist. Was für Erlebnisse, Begegnungen, vielleicht auch Veränderungen hast du im Juli erlebt? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen?
Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich im Juli des vergangenen Jahres erfahren? Was soll im Juli des neuen Jahres anders sein als im Juli des vergangenen? Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst.
für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.